Hallo meine lieben Techies, ich bin der Troy und es ist wieder mal so weit Troy's Tech Talk und wir schauen uns heute die smarten Beleuchtungsprodukte an von Govee. Wir schauen uns an, was die können, wie man die installiert und wie man sie bedient und am besten gehen wir direkt ins Unboxing rein. Schauen wir uns als allererstes Govee Glide Y-Lights an. Das sind Wandpanels in einem Hexagon-Design. Ich finde es tatsächlich auch die schönsten, die Govee im Sortiment hat. Die schönsten Wandpanels. Weil sie auch eher so ein schlichtes Design haben, was ich noch gerne habe. Und wir machen mal die Box auf und schauen da rein, was da drinnen ist. Natürlich haben wir nebst den Panels noch das ganze Zubehör, das wir brauchen. Wir schauen uns auch zuerst mal an, was da im Zubehör mitgeliefert wird. Wir haben ein Netzteil, das die Panels mit Strom versorgt. In der zweiten Box haben wir unter anderem so Kleber, wo man bei der Installation die verschiedenen Panels miteinander verbinden kann, sodass sie nicht voneinander fallen, wenn man sie an die Wand montieren will. Man kann die Wandpanels mit dem App steuern von Govee, aber ich finde es cool, dass man auch noch die physischen Knöpfe hat, damit man jederzeit auch ohne App das Ganze kann ein- und ausschalten und gewisse Presets auch auswählen kann. Das eine Ende wird mit dem Netzteil verbunden, während das andere Ende direkt als erstes Panel angeschlossen wird. Dann haben wir weiter in der Box einen Quick Start Guide. Ganz wichtig, read the manual. Da ist auch beschrieben, wie man das Ganze installiert. Es gibt allerdings dann auch noch ein Video, das das erklärt. Wir haben hier noch weiteres Zubehör, unter anderem eine kleine Wasserwaage, damit man beim Montieren an die Wand auch schauen kann, ob die Panels gerade sind. Dann haben wir diverse Connector. Wir haben Ersatzklebstreifen. An jedem Panel sind 3 Kleber dran und wenn man mal das Panel entfernen muss und neue Kleber braucht, hat man hier 6 Stück als Reserve. Und dann haben wir noch die ganzen Connector, die wir dann auch brauchen, um die Panels zusammen zu verbinden. Das sehen wir dann später. Wir haben auch hier direkt einen QR-Code für die Govee Home App, die man braucht, damit man die Panels oder allgemein Govee-Produkte über das Smartphone bedienen kann. Wir haben ein Handbüchlein, wo nochmal weitere Infos drin sind. Und wir haben 2 Alkoholpads zum Reinigen von der Wand, damit die Panels auch richtig kleben. Insgesamt sind im Lieferumfang 7 solche Panels dabei. Wir sehen auch an der Unterseite jeweils die Klebstreifen, die wir vorhin schon gesehen haben. Und ich packe hier mal alle 7 Panels aus. Als erstes schließen wir das Netzteil am Strom an und verbinden anschliessend das Kabel mit dem Bedienelement, mit der Bedienbox an dem Netzteil an. Und in dieser Box, wenn ich das richtig verstanden habe, ist auch direkt das WLAN und Bluetooth integriert. Das heisst, wenn wir diesen Teil mal am Strom angeschlossen haben, können wir anschliessend mit der App direkt darauf connecten und auf der App werden dann auch die weiteren Anweisungen Schritt für Schritt angezeigt. Das machen wir auch direkt. Wir öffnen die App und wir sehen hier auch schon, dass das Gerät aufgelistet ist und man kann es hinzufügen, was wir auch direkt machen. Und dann steht auch, dass wir noch schnell den Einschaltknopf drücken müssen, zum Bestätigen, damit es auch verbindet. Und da haben wir, wie ich vorhin erwähnt habe, dann die Schritt-für-Schritt-Anleitung. Also man sieht auf der App direkt, was man als nächstes machen muss. Und die App sagt, hey, du jedes Panel schnell testen, ob es leuchtet. Also schließ schnell jedes Panel jeweils am Strom an. Und das habe ich dann auch gemacht und wir schauen uns das nachher dann im Schnelldurchlauf auch noch schnell an. Aber zuerst müssen wir noch den ersten Connector verbinden, nämlich an dem Kabel, das wir vorhin am Netzteil angeschlossen haben. Mit Hilfe von dem Connector können wir Panels verbinden. Wir müssen die Panels auch draufdrücken und die rasten dann ein. Manchmal war es nicht so einfach als wegnehmen, es war aber nicht so unkompliziert, aber schlussendlich konnte ich jedes Panel einmal testen und alle haben geleuchtet.
Im nächsten Schritt kann man in der App dann die gewünschte Form zusammenbauen, die man schlussendlich an der Wand abbilden mit diesen 7 Panels in diesem Fall. Und man kann hier ziemlich freestylen, aber man hat tatsächlich auch Presets zur Verfügung. Ich habe mir jetzt hier so eine Form zusammengebastelt und man kann das auch in verschiedenen Räumen quasi virtuell an der Wand platzieren als Vorschau. Wir gehen noch schnell in Presets hineinschauen. Lustigerweise ist die Form, die ich gebaut habe, tatsächlich auch als Preset vorhanden. Man kann hier auch wählen, wie viele Panels hat man, aber 7 ist der Standardwert, das ist auch der Lieferumfang in dieser Box. Und ich wähle jetzt auch hier nochmal das Preset, das dem entspricht, das ich eigentlich schon zusammengebastelt habe, manuell. Im nächsten Schritt kommt dann auch ein Anleitungsvideo, wie man jetzt die Panels genau zusammensetzt und nachher an der Wand befestigt. Ich habe mir das angeschaut und bin entsprechend dann auch so vorgegangen, wie das hier beschrieben ist. Also man verbindet ein Panel nach dem anderen, tut die sichern mit dem Klebband, das im Lieferumfang dabei ist. Dann dreht man das Ganze einmal und entfernt jeweils die Folie von diesen Klebbpads. Damit das Ganze dann auch gut an der Wand klebt, ist es von Vorteil, wenn man die Wand auch zuerst putzt. Für das sind die Alkoholpads auch im Lieferumfang dabei. Und in der App wird auch, auch Schritt für Schritt beschrieben, wie man sich jetzt die Form genau zusammensetzt. Und man muss sich auch darauf achten, was ist jetzt genau der Anfang. Also jedes Panel hat ja eigentlich jeweils einen Eingang und 2 mögliche Ausgänge. Und man muss halt wirklich auch schauen, dass man das erste Panel entsprechend richtig setzt. Weil ich habe das nämlich genau falsch gemacht beim ersten Mal, als ich es zusammengesetzt habe. Natürlich habe ich das schön aus dem Video rausgeschnitten, das sieht man nicht. Aber einfach schauen, dass das vorweg richtig ist. Weil ich habe natürlich schon alles verklebt und habe am Schluss gemerkt, ups, irgendwie muss ich den Strom jetzt am falschen Ende anschliessen, damit das funktioniert. Das heisst, oben hätte ich den Strom anschliessen, was natürlich nicht sehr gäbig wäre. Und dann musste ich alles nochmal von abnehmen und neu zusammensetzen. Aber auf jeden Fall, die App tut einem wirklich sehr gut Schritt für Schritt durch das ganze Prozedere durchführen. Ihr seht hier nochmal ein Beispiel, wie ich 2 Panels mit einer Klebfolie befestige. Und das ist schlussendlich die finale Form, beim zweiten Versuch. Ich habe das schnell an den Boden gelegt, einfach zum Schauen, hey, sieht es gut aus und funktioniert es dann auch, wenn wir es am Strom anschliessen, was auch der Fall war. Und was ich da noch schnell mache, ist natürlich die ganze Wand schnell putzen. Ich habe da meine eigene Lampe gehalten und mein eigenes Reinigungsmittel, weil ich das Gefühl habe, die kleinen Alkoholpads wären ein bisschen zu wenig für die Wand putzen. Und dann habe ich das Ding genommen, das ich mir zusammengebaut habe, und so gerade wie möglich an der Wand angebracht. Ich habe auch tatsächlich die Wasserwaage, die hat also ein Klepppad dran, habe ich an dem Ding befestigt. Genau, und dann habe ich das Ding noch schön an die Wand hingedrückt. Es ist tatsächlich ein bisschen schräg an einem Ende, aber mein Gott, man sieht es fast nicht. Ich habe dann interessanterweise auch noch herausgefunden, dass wenn man sich das Video auf dem Internet anschaut, das Installationsvideo, wird das leicht anders beschrieben. Die sagen dort, hey, die Klebfolie musst du nur brauchen, wenn du ein komplettes Hexagon bildest. Weil bei einem Hexagon kann man 2 Panels schlussendlich nicht mit Steckerverbindung miteinander verbinden, weil dann der Strom im Kreis wird gehen. Und darum zur Befestigung von diesen 2 losen Panels sind dann endlich die Klebfolien gedacht. Aber ich finde es interessant, dass das in der App anders beschrieben wird und ich bin einfach nach dem Video gegangen. Aber ich muss sagen, wenn ich es so gemacht hätte, wie es im Internet beschrieben ist, hätte ich eigentlich Panel für Panel direkt an der Wand angebracht. Und sie sagen auch, dass wir die hier brauchen, die ja in der Schachtel jeweils zwischen den Panels quasi drin sind, dass wir die brauchen, um zuerst die Form an der Wand zu machen. Das heisst, man müsste die eigentlich an die Wand kleben. Ich habe dann einfach gemerkt, hey, die Dinger klebe ich ja nicht selber. Klar, ich könnte Klebe nehmen und das selber machen, aber das finde ich jetzt auch wieder schade, dass sie eigentlich sagen, hey, nimm doch die Dinger
und nehme die jetzt erstmal als Platzhalter, um zu schauen, hey, ist es am richtigen Ort, ist alles gerade. Aber sie bieten nicht direkt irgendwie Klettpads an, die hier dran wären. Und es wäre mir jetzt ehrlich gesagt schade, die Klettpads zu brauchen, die eigentlich Ersatzklettpads sind für die richtigen Panels. Egal. Es wäre wahrscheinlich die gescheite Lösung, wenn man schlussendlich die Panels auch gerade an der Wand haben will, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt und die braucht und Panel für Panel befestigt. Aber hey, auf jeden Fall bei mir hängt das Ding an der Wand. Das ist nicht zu 100% perfekt, aber das merkt man nur, wenn man genau hinschaut, und funktionieren tut es ja soweit. Dann habe ich natürlich das Ding am Strom angeschlossen und habe direkt mal geschaut, was ich mit der Bedienbox machen kann. Also die Panels lassen sich mit dem einschalten, plus kann man die Farben durchswitchen, plus noch den Musikmodus aktivieren mit verschiedenen Presets. Ich bin da wieder den Tab rein, um den nächsten Schritt durchzuführen, was die Kalibrierung ist von diesen verschiedenen Panels. Ich habe dort auf den Start Calibrating Button gedrückt und dann hatte ich das erste Problem gehabt. Irgendwie hat es mir die Dinger nicht mehr verbinden. Es ist immer die Fehlermeldung gekommen, dass es sich nicht verbinden kann. Und dann habe ich nochmal Reconnect probiert und es ist immer noch nicht gegangen. Ich habe noch eine App komplett einmal zugemacht, wieder aufgemacht. Dann hat es sich verbinden und dann ist auch tatsächlich eine Meldung gekommen, dass ein Update verfügbar ist. Also das wäre die Firmware in diesem Fall für die Panels, wo man upgraden kann. Da habe ich gedacht, hey, dann mache ich das doch direkt. Vielleicht behebt das dann auch das Problem, dass wir die Kalibrierung nicht machen können. Und nach dem Update habe ich tatsächlich die Kalibrierung machen. Es ist dann so, dass man eigentlich jedes Panel durchgehen kann und das leuchtet dann entsprechend auch auf. Und so sieht man, ob alles richtig angeschlossen ist und von der App auch entsprechend angesteuert werden. Jetzt, wo wir das Gerät mit der App verbunden haben, gehen wir natürlich mal schnell schauen, was können wir da genau machen. Was haben wir da für Funktionen? Grundsätzlich haben wir 4 verschiedene Modi, nämlich den Musikmodus, wir haben den Farbmodus, wo keine statische Farbe abgebildet werden kann. Wir haben den Szenenmodus, wo Effekte sind. Das ist dann eher etwas Animiertes mit verschiedenen Farben. Und man hat noch den DIY-Modus, wo man sich selber Szenen zusammenbauen kann. Aber wir gehen schnell in den Musikmodus und schauen uns an, wie Panels reagieren auf Musik, die ich auf dem Smartphone abspiele. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es jetzt ein bisschen nervös. Ich müsste jetzt da nicht unbedingt so am Laufen haben, wenn ich Musik höre. Mir wäre es eigentlich lieber, wenn es eher so ein bisschen dezent ist. Das heisst, ich würde sicher die Helligkeit voll runterdrehen und die Sensitivity entsprechend auch ein bisschen runternehmen. Aber dann muss man immer so den Sweet Spot finden. Wo reagiert es denn überhaupt noch und wo ist es nicht zu nervös? Oder? Also, ja, ich bin jetzt nicht so begeistert vom Musikmodus, aber hey, wenn man irgendwie eine Party am Laufen hat, dann ist es natürlich geil, wenn die Panels auch entsprechend blinken zum Beat. Man kann übrigens auch in der App einstellen, was als Audioquelle soll genommen werden. Ist es entweder da, wo auf dem Smartphone abgespielt wird, oder da, wo die Bedienbox, die hat das Mikrofon drin, gehört. Das heisst, man kann dann auch zum Beispiel in der Wohnung Musik laufen und die Bedienbox reagiert auf die Musik. Oder man hat die Musik wirklich auch direkt auf dem Smartphone am Laufen. Da kann man natürlich auch direkt das Smartphone als Audioquelle nehmen. Ich habe dann auch gemerkt, wenn man die Audioquelle auf Panels stellt, respektive auf die Bedienbox von den Panels, dann hat man mehr Optionen, dann hat man die ganzen interessanteren Presets, die wir jetzt hier sehen. Aber ich finde es schade tatsächlich, dass man diese Presets nicht zusammen brauchen kann mit Audioquellen Smartphone. Aber ja, auf jeden Fall, die sehen einiges schöner aus, die sind nicht so nervös und ich finde es auch sehr speziell, was man hier einstellen kann. Dann gehen wir mal schnell auf den nächsten Modus, das ist echt der Color-Modus, also man kann hier einfach eine statische Farbe definieren. Aber man kann die Farben natürlich pro Panel wählen. Das heisst, im oberen Bereich von der App kann man Panels auswählen. Man kann mehrfach Auswahl machen und dann sagen, hey, für das Panel möchte ich jetzt die Farbe unten einstellen. Und so kann man sich auch die eigene Farbkombination zusammenbasteln. Man hat auch hier zur Auswahl von Farben noch das Color Wheel plus noch weitere Möglichkeiten, die Farben zu wählen und zum Beispiel auch vorgefertigte Farbpaletten auszuwählen. Was wir uns als nächstes anschauen, sind Szenen.
Das sind nicht einfach nur statische Farben, sondern das Ganze noch ein bisschen animiert. Da haben wir verschiedene Presets, die man auswählen kann. Und am besten gehen wir hier einfach mal ein paar durch. Und in dieser Zeit gehe ich auch schon mal schnell ein bisschen auf die Spezifikationen ein. Wie schon gesagt, Govee Glide Y-Lights kommen mit 7 Panels im Lieferumfang. Verbaut ist die sogenannte RGB-IC-Technologie für die LED-Beleuchtung von diesen Panels. Wir haben insgesamt 8 Musikmodi, sofern wir aber auf Audioquellen Panels gestellt haben und nicht Smartphone. Wir haben über 40 verschiedene Szenenmodi. Das Ganze ist, wie gesagt, natürlich über die Govee-App steuerbar und funktioniert auch mit Alexa oder auch Google Assistant. Die LEDs sind natürlich auch dimmbar, also man kann die Helligkeit einstellen. Und die Steuerbox ist ausgerüstet mit Bluetooth und Wi-Fi. Wenn ich das richtig sehe, verbindet sich die App zuerst über Bluetooth und im Nachhinein kann man in den Einstellungen noch sagen, hey, ich will es mit meinem Wi-Fi-Netzwerk verbinden. Was dann natürlich auch ermöglicht, das Ganze eben zum Beispiel mit Google Assistant oder Alexa zu verbinden. Und die Gesamtleistung von diesen Panels ist bei 72 Watt. Und wir schauen uns hier noch ein paar weitere Presets an. Ich gehe tatsächlich nicht alles durch, aber einfach, dass ihr noch so einen grossen Teil von diesen Presets ein bisschen gesehen habt. So viel zu den Govee Glide Y-Lights. Und ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Unboxing. Wir schauen uns als nächstes die Stehlampe von Govee an mit dem simplen Produktnamen RGB-IC-WW Floor Lamp. Wir sehen hier auf der Rückseite der Verpackung schon mal, wie das aussieht, wenn man das aufstellt. Also es ist dann eher eine indirekte Beleuchtung. Also man stellt es gegen die Wand oder in eine Ecke rein. Und die Wand reflektiert dann endlich das Licht, was sehr geil aussieht, finde ich. Und wir schauen mal, was in dieser Box drinnen ist. Hier haben wir die Base von der Lampe als grösste und schwerste Teil, wo auch der Stromanschluss dran ist für das Netzteil. Schlichtes Design. Wir packen hier mal den LED-Strip aus. Plus die ganzen Teile, die wir noch zusammensetzen müssen, tatsächlich, bevor wir das Teil in Betrieb nehmen können. Wir haben hier ein Netzteil, um das Ganze mit Strom zu versorgen. Und wir haben noch einen Schraubenzieher im Lieferumfang dabei. Ich finde es immer schön, wenn ein Schraubenzieher dabei ist. Auch wenn ich selber schon genug Schraubenzieher habe. Aber so muss man keinen suchen, sondern hat direkt alles, was man braucht, um das Ding zusammenzusetzen. Was wir hier dabei haben, ist tatsächlich eine Fernbedienung. Wir können also die Stehlampe schlussendlich auch mit der Fernbedienung ansteuern. Hier können wir verschiedene Color Presets machen, also verschiedene Farben abbilden. Und wir haben noch 2 Buttons, wo man kann sagen, ich will eher richtig warmweiss oder richtig kaltweiss gehen, schrittweise durchgehen. Dann können wir natürlich die LEDs heller und dunkler machen. Wir haben einen Musikmodus, den wir direkt mit der Fernbedienung aktivieren können mit verschiedenen Presets. Und wir können die Stehlampe natürlich auch ein- und ausschalten. Wir haben im Lieferumfang natürlich die Schrauben, die wir brauchen, um das Ganze zusammenzubauen. Wir haben eine kleine Anleitung, wie man es genau zusammenbauen muss. Und wir haben ein kleines Handbüchlein, wo noch weitere Infos drin sind. Ich zeige euch hier schnell im Schnelldurchlauf, wie ich das zusammengebaut habe. Also zuerst baut man endlich die Halterung, wo noch an den LED-Strip reinkommt, respektive dran kommt. Baut man sich zusammen. Das ist der Teil, der in die Höhe geht und wo man schlussendlich auf die Base setzt. Das Ganze wird immer zusammengeschraubt.
Nachher kommt der LED-Strip, den man unten am Stecker anschliessen kann und dann einfach in die Schiene drücken kann bis rauf. Also ich muss sagen, die Installation war sehr einfach, also überhaupt nicht kompliziert. Und im Handbuch ist auch jeder Schritt sehr schön beschrieben. Was im Lieferumfang auch noch dabei ist, ist eine magnetische Halterung für die Fernbedienung, die man am Panel hinklippen kann. Das habe ich hier jetzt auch gemacht. Und so kann man auch jederzeit dann die Fernbedienung quasi verstauen, direkt am Panel, was ich echt noch cool finde. Natürlich habe ich direkt mal getestet, ob alles funktioniert, und mit der Fernbedienung kann man direkt all die Lampen ansteuern. Aber natürlich kann man auch das Produkt von Govee mit der Govee-App verbinden, was ich auch gemacht habe. Und auch da haben wir wieder die Modi, die wir vorhin schon hatten. Wir haben den Musikmodus, den Farbmodus, den Szenenmodus und den DIY-Modus. Und auch da schauen wir uns schnell an, wie der Musikmodus so aussieht mit diesen Presets, die es hat. Und da gibt es wirklich sehr geile Presets. Also etwas wie ein Wasserfall dann auch. Mega nice. Wir haben den Farbmodus, wo man wie auch bei den Panels die einzelnen Segmente der Stehlampe separat einstellen und kann wählen, hey, ich will hier blau, ich will dort eine andere Farbe und so weiter. Aber ich glaube, das Interessanteste ist auch hier wieder der Szenenmodus, wo wir auch noch mal schnell ein paar Szenen durchgehen. Auch hier nicht alle, aber auch hast du mal gesagt, hey, was haben wir da so für Presets? Und ich nutze diese Zeit auch hier wieder, um schnell ein bisschen auf Produkteigenschaften respektive die Spezifikationen eingehen. Die Govee RGB ICWW Floor Lamp ist eine minimalistische Stehlampe, also ich finde das Design wirklich auch nice. Die Stehlampe kann über 16 Millionen Farben abbilden, kann warmes bis kaltes Weiß abbilden, und zwar von 2200 Kelvin bis 6500 Kelvin. Wir haben über 64 Lichteffekte, wir haben 6 Musikmodi. Das Ganze ist natürlich auch wieder über die Govee-App steuerbar, funktioniert auch mit Alexa und Google Assistant und beherrscht auch Bluetooth und Wi-Fi sowie auch Panels schon. Und dann noch ein paar weitere Spezifikationen. Die Höhe dieser Stehlampe beträgt 1,45 Meter. Es hat eine Gesamtleistung von 36 Watt, eine Lichtstärke von 1500 Lumen und die Länge des Anschlusskabels ist 1,50 Meter. Wir schauen hier weiterhin noch ein bisschen Presets an, die ich dann durchgehe. Das sind Funktionen der Govee Stehlampe, respektive der RGB ICWW Floor Lamp. Bis jetzt haben wir 2 Produkte gehabt, die zwar auch einen Gaming-Raum sehr aufwerten können oder auch sehr geil sind für den Hintergrund für einen Streamer. Nämlich das Govee AI Gaming Syncbox Kit für 27 Zoll bis 34 Zoll Monitore, wo ermöglicht, dass man ein HDMI-Signal durch die Box schläuft und man dann entsprechend da, wo man auf dem Monitor sieht, farblich auf LED-Stripes abgebildet wird, wo man hinter dem Monitor klebt, plus auf 2 kleine Stehlampen, die man links und rechts noch anstellen kann. Und dann die Wand, die man hinter dem Monitor hat, entsprechend mit diesen Farben beleuchtet werden, wo man im Spiel zum Beispiel hat oder auch beim Videos schauen. Und wir packen das Ding direkt mal schnell aus. Das Govee AI Gaming Syncbox Kit kommt in dieser Schachtel her. Wir haben auf der Rückseite der Box auch schon mal eine Vorschau, wie das dann etwa aussieht, plus zusätzliche Infos, was es unterstützt.
Wir haben natürlich ein Handbüchlein dabei mit diversen Infos. Wir haben einen Quick-Start Guide, wie wir den Fuß an diesen beiden Stehlampen befestigen können. Dann haben wir natürlich das Herzstück von dem Ding. Das ist die HDMI Sync Box. Wir haben vorne einen Ein- und Ausschaltknopf, wie auch einen Knopf zum Quellenwechseln. Weil das Ding hat 3 separate HDMI-Eingänge sowie noch einen Ausgang für einen Monitor. Die beiden USB-C-Steckplätze sind für die LED-Strips sowie für die beiden Stehlampen. Und wir nehmen noch die Stehlampe aus dieser Box raus. Wie ihr seht, beide Stehlampen gehen auf einen USB-C-Stecker. Wir haben hier in der ersten Zubehörbox 2 HDMI-Kabel drin. Also man kann zum Beispiel auch ein Kabel dann brauchen zwischen PC und Syncbox und das zweite Kabel zwischen Syncbox und Monitor. Dann haben wir in der nächsten Box das Netzteil, das die Syncbox mit Strom versorgt. Wir haben auch hier wieder 2 Alkoholpads dabei zum Reinigen vom hinteren Teil des Monitors, dort wo wir dann die LED-Strips machen. Dann haben wir im Lieferumfang noch so Klebeclips, mit denen wir die LED-Strips oder auch Kabel zwischen ihnen ein bisschen besser befestigen und führen. Und hier noch weitere Clips, alles für die Befestigung der LED-Strips. Dann haben wir die Schrauben, die wir brauchen, zum die Füße montieren bei der Stehlampe. Und auch hier haben wir wieder einen kleinen Schraubenzieher dabei. In der dritten Box haben wir unter anderem den LED-Strip, den wir noch hinterhalb vom Monitor befestigen. Plus die beiden Standfüße für die Stehlampe. Wir schauen uns nachher gerade die Installation von diesem Produkt an. Ich muss aber jetzt noch dazu sagen, ich habe nicht den perfekten Monitor für das Produkt. Ich habe einerseits meinen Hauptmonitor, den ich gerade vor mir habe, und das ist ein super Ultra-Widescreen und der ist viel zu gross, respektive viel zu breit für die LED-Strips. Also ich komme hier nicht bis an den Rand an und es macht auch keinen Sinn, wenn ich die an diesem Monitor befestigen würde. Aber ich habe tatsächlich noch einen zweiten Monitor, den brauche ich aber eigentlich nicht zum Gamen, sondern eher zum Designen. Das Problem ist, auch der ist nicht wirklich geeignet, weil der ist ein bisschen zu klein, respektive zu wenig breit. Und die LED-Strips, also die unten und oben, kommen jeweils ein bisschen drüber raus. Aber es ist tatsächlich zum Vorführen von diesem Produkt immer noch die beste Option, die ich habe. Und darum habe ich diesen Monitor genommen und ignoriert einfach, dass halt unten und oben die LED-Strips ein bisschen rausschauen. Und zudem klebe ich die Strips auch nicht komplett an. Also ich empfehle einfach so ein paar Stellen von der Klebbandfolie und bringe sie so an, weil es eher so ein bisschen temporär ist und zum Vorführen. Aber schlussendlich sieht man den Effekt, den das Produkt hat, auch bei diesem Monitor sehr gut. Und wir schauen uns jetzt die Installation an, was man da alles machen muss. Und das im Schnelldurchlauf. Ich mache da schon mal all die Teile parat, die ich brauche. Natürlich gehe ich auch hier nach Handbuch. Und das Erste, was ich mache, ist, ich tue die Füße an den Stehlampen befestigen. Das Ganze ist tatsächlich geklebt plus geschraubt. Also die Standfüße haben dann auch bombenfest an diesen Stehlampen. Und die Stehlampen, die kommen links und rechts neben dem Monitor hin, schlussendlich und sollten eigentlich an die Wand scheinen. Auch hier wieder so, dass wir eine indirekte Beleuchtung haben. Dann habe ich die Syncbox am Strom angeschlossen, um als nächstes auch direkt mal schnell schauen, ob ich mit der App drauf verbinden kann und ob mir die App da auch weitere Infos gibt. Ich habe testweise noch schnell die LED-Strips verbunden, um zu schauen, ob sie leuchten. Und in der Govie-App konnte ich das Gerät auch direkt verbinden. Also es ist direkt aufgepoppt zum Verbindung herstellen. Und auch da müssen wir zum Verbinden noch einmal auf den Einschaltknopf drücken, auf der Box. Wir können dann Gerät
Gerät auch einen Namen gegeben. Und im nächsten Screen auf der App sehen wir hier nochmal eine Info, was für Auflösungen das unterstützt werden. Also unterstützt wird 4K mit bis zu 60 Hz, 2K 21:9 mit bis zu 100 Hz, 2K 16:9 mit bis zu 144 Hz und 1080p mit bis zu 240 Hz. Und bei dem Ganzen geht es um das Signal, das die Box am Monitor checken kann. Also endlich wird das Signal durchgeschlauft, aber die Box hat auch gewisse Limitationen und das sind eben genau die wir jetzt gesehen haben, wo es nachher im Monitor wieder weitergeben kann. Aber ich muss sagen, ich finde es echt cool, dass bei 1080p bis zu 240 Hz unterstützt wird. Gleichzeitig wird an dieser Stelle auch noch die Info gegeben, dass wir Funktionen wie G-Sync, VRR, ALLM und so weiter deaktivieren, was ich jetzt wiederum schade finde. Weil, wenn man einen Monitor hat, der zum Beispiel G-Sync unterstützt, dann hat man diese Funktion nicht mehr über die Syncbox. Respektive es wird einfach auch empfohlen, dass man sie abstellt, weil es sonst kann sein, dass kein Bild mehr kommt. Dann sieht man in der App die Info, was man alles erledigen muss, bevor wir zum nächsten Schritt gehen. Und das ist genau da, wo ich dann noch erledigt habe, bevor wir dann zu der Kalibrierung gehen von der Syncbox. Dann habe ich die Lightstrips montiert, hinten am Monitor. Wie gesagt, ich habe noch stellenweise Klebfolie entfernt beim Lightstrip, weil es ja eher eine temporäre Installation ist, also nicht verwirrt sein, wenn es ein bisschen komisch aussieht und man noch die rote Folie zum Teil für ein Schauen sieht. Also man befestigt einfach von diesen Lightstrips Segment für Segment rund um den Bildschirm und that's it. Dann habe ich natürlich die ganzen HDMI-Kabel noch eingesteckt, also sprich HDMI-Kabel vom Monitor zur Syncbox und von der Syncbox zum PC. Dann habe ich per USB-C den Lightstrip angeschlossen, sowie die beiden Stehlampen. Dann hier noch schnell den ganzen Kabelsalat ein bisschen optimieren. Und dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze aussieht. Und dann gehen wir wieder in die App und gehen hier auf Start Calibrating, also wir machen die Kalibrierung. Und was ich jetzt hier noch schön finde, die beiden Stehlampen habe ich jetzt in meinem Fall eigentlich vertauscht aufgestellt, was aber keine Rolle spielt, weil man kann jetzt in der App sagen, hey, bei mir leuchtet nicht die rechte, sondern die linke Stehlampe und entsprechend wird das dann auch angepasst. Anschliessend wird der LED-Strip kalibriert. Und auch da fragt es einem dann wieder, hey, wie leuchtet das Ganze? Also es kommt halt darauf an, hat man jetzt links oder rechts, oben oder unten angefangen mit Kleben, spielt eigentlich keine Rolle, weil da kann man sagen, in meinem Fall blau ist oben und rot ist auf der rechten Seite. Wir wählen das auch entsprechend aus und das bestätigen. Im nächsten Schritt kann man die Syncbox auch direkt mit dem WLAN verbinden, sodass man dann auch erweiterte Funktionen hat. Man kann dann auch gewisse Sachen zum Beispiel über den PC steuern oder über andere Apps. Also es gibt zum Beispiel auch für Stream Deck gibt's tatsächlich ein Plugin, aber das setzt natürlich voraus, dass man das Gerät im WLAN hat. Genau, schlussendlich kommen wir auf die Hauptansicht in der App und es meldet auch da direkt wieder, dass ein Firmware-Update zur Verfügung steht, was wir natürlich auch direkt ausführen. Dann blinkt das Ding eigentlich ganz wild, was zu bedeuten hat, das Firmware-Update ist abgeschlossen. Und was wir auch noch bekommen in der App ist die Meldung, dass eben die AI-Funktion integriert ist, die erkennt, wenn man in gewissen Spielen gewisse Aktionen ausführt. Also in der App habe ich auf jeden Fall 2 Games gesehen, die unterstützt werden. Und zwar League of Legends und Apex Legends. Das sind die beiden Spiele, die auf jeden Fall im Dropdown auswählbar sind für die AI-Effekte. Leider tue ich das jetzt nicht demonstrieren mit diesen Effekten, weil erstens mal der Monitor ist überhaupt kein Gaming-Monitor und ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele beide Spiele nicht wirklich. Aber man kann sich das so vorstellen, dass zum Beispiel, wenn man sich healt im Apex Legends, dann passiert farblich mit der Beleuchtung auch etwas. Oder wenn man sich einen Win holt, dann ist so halbwegs Partybeleuchtung, dann blinkt alles so und so weiter. Also die Syncbox erkennt so einen Moment anhand von Bild und Ton, wenn ich das richtig verstanden habe, anhand von dieser AI-Funktion und reagiert eben mit diesen Effekten in diesen unterstützten Spielen.
Zum schauen, wie das in Games aussieht, das Ganze, habe ich jetzt einfach mal Starfield gestartet. Was mir jetzt hier direkt aufgefallen ist, ist, dass die Farben so fast ein bisschen zu extrem sind. Oder auch schon aus meiner Sicht nicht viel Sinn ergeben. Also hier in dieser Szene am Anfang von Starfield ist es jetzt so violett bis schon fast pink und da verstehe ich jetzt nicht genau, wieso wir jetzt diese Farbe bekommen. Aber man sieht, es reagiert eigentlich schon auf das, was wir auf dem Monitor haben. Einfach fast ein bisschen zu fest gesättigt, meiner Meinung nach. Ich kann tatsächlich in der App aber auch Einstellungen vornehmen, wie ist die Sättigung. Aber ich habe gemerkt, auch wenn ich die Sättigung komplett retour drehe, ist es für mich immer noch zu bunt. Aber trotzdem, es sieht cool aus. Aber wie gesagt, für mich könnte es einfach ein bisschen dezenter sein von der Farbe her. Dann habe ich mir noch ein Video rausgesucht, das ein bisschen mehr Abwechslung hat in den Farben und man ein bisschen besser sieht, wie die LEDs reagieren auf das, was auf dem Bildschirm passiert. Und das finde ich echt nice, das muss ich schon sagen. Also das gefällt mir schon recht gut, wie jetzt das aussieht, weil halt auch im Video sehr, sehr krasse Farben zum Teil rum sind und das dann sich wirklich auch dann auf die Wand überträgt in dem Sinne. Dann lassen wir hier noch schnell den letzten Tech-Tag laufen und schauen, wie das aussieht. Und in dieser Zeit gehe ich aber auch noch schnell auf die Spezifikationen ein von dieser Box, respektive diesen LEDs. Und wie schon gesagt, die Version des Produkts unterstützt Monitore von 27 Zoll bis 34 Zoll. Die Box hat die AI-Funktion drin, die eben die Lichteffekte auslösen kann in bestimmten kompatiblen Games auf jeden Fall. Dann haben wir einen DIY-Modus in der App, den wir schon vorher bei den anderen Produkten gesehen haben, wo man einzigartige Effekte erstellen kann. Was ich auch noch mal hervorheben, vor allem für Gamer bei 1080p unterstützt es bis zu 240 Hz. Es unterstützt auch Dolby Vision, HDR10 Plus und eine Auflösung von bis zu 4K, wobei dann auf 60 Hz beschränkt. Die Box bietet, wie schon gesagt, 3 HDMI-Eingänge sowie einen Ausgang. Es ist kein zusätzlicher Hub oder Bridge erforderlich für den Betrieb von dieser Syncbox. Und natürlich kann das Ganze auch über Govee-App angesteuert werden. Dann haben wir noch ein paar weitere Specs. Das Ganze hat eine Gesamtleistung von 48 Watt. Es unterstützt Bluetooth und Wi-Fi. Die Länge vom Anschlusskabel ist 1,50 Meter und die Länge vom LED-Strip ist 1,40 Meter. Und die Masse der Syncbox selber sind 17 x 11 x 2,6 cm. So viel zum Govee AI Gaming Syncbox Kit. Ich finde es ein cooles Produkt für Gamer, aber tatsächlich für mich, mit meinem Hauptmonitor, der einfach viel zu breit ist das leider keine Option. Aber es sieht auf jeden Fall geil aus und funktioniert auch sehr gut. In der Govee-App haben wir natürlich auch hier wieder die Möglichkeit, die verschiedenen Modi zu aktivieren. Wir haben auch wieder einen Musikmodus, den Videomodus, was aber einfach bedeutet, das Signal von HDMI zu interpretieren. Auch hier wieder der Farbmodus, der Szenenmodus und der DIY-Modus, wo man eigene Szenen erstellen kann. Dann kann man in der App auch die AI-Funktion ein- und ausschalten. Die AI-Funktion, wie gesagt, die bewirkt, dass in gewissen unterstützten Spielen Lichteffekte passieren in gewissen Momenten im Spiel, zum Beispiel wenn man es killt, wenn man gönnt und so weiter, kann man ein- und ausschalten und man kann auch wählen, welches Modell soll aktiv sein. Und es gibt 2 verschiedene Modelle, die man auswählen kann in der Map, und zwar das League of Legends Modell und das Apex Legends Modell. Was man in der App auch direkt machen kann, ist die Auswahl vom HDMI-Eingang, der soll aktiv sein. Also wir haben 3 HDMI-Eingänge. Also wenn man zum Beispiel zwischen PC und Konsole switchen, kann man das direkt auch in der App machen. Man kann die verschiedenen Elemente auch ein- und ausschalten. Also das heisst, linke und rechte Stehlampe sowie den Lightstrip kann man jeweils ein- und ausschalten separat. Dann kann man auch wählen, wie genau das Lichtverhalten soll sein. Es gibt auch 4 verschiedene Funktionen. Man kann zum Beispiel sagen, hey, alles soll einheitlich in einer Farbe leuchten, also
die beiden Stehlampen plus Lightstrip, alles immer in der gleichen Farbe, aber schon bezogen auf den Inhalt, wo in dem Moment abgebildet wird auf dem Bildschirm. Oder man sagt, hey, Lampe links, Lampe rechts, soll jeweils durchgehend eine Farbe haben, plus auch Lightstrip, durchgehend eine Farbe. Man kann einen Mix machen zwischen beidem. Oder man sagt, hey, es sollen wirklich alle Segmente von der Lampe, vom Lightstrip können separat angesteuert werden. Und das ist eigentlich das, was wir jetzt auch vorhin gesehen haben. Und dann kann man auch noch diverse Einstellungen vornehmen. Also man kann zum Beispiel die Farbe leicht kalibrieren, wenn es nicht ganz übereinstimmt mit dem, was wir auf dem Monitor sehen. Wir können die Sättigung einstellen. Wie gesagt, bei mir ist es immer sehr knallig gewesen. Also es hat immer sehr knallig gewirkt. Fast ein bisschen zu viel und zu bunte Farben. Aber man kann es tatsächlich auch ein bisschen noch regeln. Dann kann man auch die Sensitivity einstellen. Das heisst, wie schnell reagieren die LEDs auf Farbveränderungen. Soll es eher so ein bisschen smooth sein oder soll es wirklich dann auch nervös sein? Wenn jetzt auf dem Bildschirm zum Beispiel alles blinkt ganz nervös, dann blinken die LEDs auch ganz nervös mit. Das wäre dann eine sehr hohe Sensitivity. Und schlussendlich kann man auch noch sagen, hey, die Soundeffekte, die über das HDMI-Signal reinkommen, sollen auch berücksichtigt werden beim Lichtverhalten. Sprich, wenn man zum Beispiel in einem Shooter schiesst, dass es dann entsprechend auch mit dem Licht darauf reagiert. Fazit zu diesen ganzen Govee-Produkten, die ich testen durfte. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich bin ein rechter Fan. Es gibt tatsächlich auch andere Anbieter, die ähnliche Produkte anbieten, die aber dann auch teurer sind. Was halt ist, wenn man schon Beleuchtungsprodukt hat von einem anderen Hersteller, der quasi so ein bisschen das eigene Ökosystem hat und man dann Govee neu dazu nimmt in diesem Mix, dann braucht man halt eine App mehr, um das alles anzusteuern. Wobei ich finde es jetzt noch cool, ich habe Stream Deck, das ich ja auch mal in einem Tech Talk vorgestellt habe. Und da gibt es ein Plugin, wo man zum Beispiel auch Govee-Lampen noch ansteuern kann. Zwar kann man nicht allzu viel machen, aber nur schon ein- und ausschalten ist halt hilfreich. Und dann muss ich nicht immer irgendwie App 1 aufmachen und steuern und App 2 aufmachen und steuern, sondern ich habe alles auf meinem Stream Deck drauf, was schon noch recht praktisch ist. Aber unter dem Strich bin ich wirklich begeistert. Und ich gehe nochmal schnell auf die einzelnen Produkte ein. Zuerst mal Govee Glide Y Lights, die Panels, die sehen wirklich nice aus. Und ich muss sagen, an diesem Produkt habe ich fast am meisten Freude, weil es macht sich sehr gut an der Wand. Und ich habe wirklich so einen Spot an der Wand, wo ich schon lange mal irgendetwas aufhängen wollte. Und die Installation ist relativ einfach. Ja, es ist ein bisschen schräg bei mir, aber nur minimal. Aber das ist meine Schuld und nicht die Schuld vom Produkt. Und man hat Haufen Presets, die man auswählen kann. Ich bin nicht von allen tatsächlich Fan, aber ich habe so ein bisschen meine Favoriten gefunden, die ich auch aktiv habe. Also ich finde es ein Top-Produkt. Geiles Design mit diesen Hexagons. I like. Dann Govee RGB IC-WW Floor Lamp, muss ich sagen, bin ich auch sehr Fan. Ich finde es ein sehr geiles Produkt, macht sich sehr gut in meiner Wohnung. Und ich habe tatsächlich entschieden, dass ich das Produkt hinter meinem Bildschirm montiere. Also ich habe da so eine Ecke und weisse Wände. Und ich habe jetzt diese Stehlampen endlich dort montiert und brauche sie, wenn ich streame, wie auch jetzt in diesem Moment, als zusätzliches Licht, das mich beleuchtet. Und es ist tatsächlich noch eine bessere Beleuchtung als meine Keylights, die ich schon habe. Weil es halt noch mal viel grösser ist und ein indirektes Licht ist von der weißen Wand her. Und so habe ich jetzt das im Einsatz. Und wenn ich nicht am Streamen bin, kann ich so normal als ambiente Beleuchtung mit Effekten und so weiter einschalten. Und das ist auch recht nice. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, vorher so ein ähnliches Produkt zu kaufen von Philips Hue. Und ich glaube fast, das Produkt von Govee ist fast noch besser und dann noch günstiger. Also mit all den Effekten, die es kann. Und ich finde, das ist eine gute Wahl, wenn man etwas braucht, das indirekt beleuchtet, das eben die Wand in dem Sinn beleuchtet und sehr schlank und elegant ist. Also ich bin ein grosser Fan von diesem Ding. Und zu guter Letzt noch Fazit zum Govee AI Gaming Syncbox Kit. Ist auch ein geiles Produkt, aber wie schon gesagt, bei mir kann ich es halt wirklich nicht gescheit installieren, weil mein Monitor viel zu breit ist. Und
Der Monitor, den ich jetzt zum Testen gebraucht habe, ist nicht wirklich ein Gaming-Monitor. Aber wenn man einen normalen Monitor bei sich daheim hat, der 27 bis maximal 34 Zoll ist, ist das wirklich ein gutes Produkt. Wenn man noch ein bisschen ich sage jetzt mal Ambilight, ich weiss, es ist nicht Philips, aber die farbliche Beleuchtung hinter dem Bildschirm wett. Plus noch mit diesen beiden Light Bars, also Stehlampen, die man noch links und rechts montieren kann. Und es ist halt gleichzeitig auch noch ein HDMI-Switch. Also, wenn man PC hat plus Konsole, vielleicht noch ein Notebook, wo man je nachdem auch zum Arbeiten braucht, hat man auch direkt noch einen HDMI-Switch, den man brauchen kann. Wie gesagt, für meinen Geschmack sind die Farben, die es abbildet, manchmal ein bisschen zu knallig, ein bisschen zu übertrieben, aber das ist Geschmackssache, das ist auch meine Meinung. Aber unter dem Strich auf jeden Fall auch ein gutes Produkt, das ich empfehlen kann. Und dann wären wir auch schon wieder am Ende von Troy's Tech Talk. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt etwas mitnehmen. Ich hoffe, Fragen zu diesen Produkten, die ihr vielleicht habt, sind beantwortet worden. Und danke fürs Mitschauen. Man sieht sich im nächsten Troy's Tech Talk oder im nächsten Gaming Stream auf Twitch. Bis dann, bye bye.